Zu Lützeburg gehe ich mittags auf den Kaffee trinken und esse ein Stück Kuchen dabei. Mir Afternoon Tea ist wirklich etwas ganz anderes. Das ist carrément ein Ritual. Denken dann lassen sich wirklich eine ganze nomadisch Zeit für Tee zu trinken, Sandwiches zu essen und Kuchen zu genießen. Afternoon Tea ist immens populär und du muss ihn oft Wochen am Voraus buchen, für einen Tisch zu kriegen. Touristen aus England und aus der ganzen Welt strömen nach schick Etablissementen wie der Ritz, für hier einen Afternoon Tea zu genießen. Wir gehen aber auch Klangplätze, die ein bisschen mehr alternativ sind, wie hier am Drinkshop & Do, wo das Ganze ein bisschen mehr relax ist. Beim Afternoon Tea esse ich immer von innen nach oben durch. Ich wollte meine Sandwiches in Lützeburger Twist gehen und da bin ich mit Feiersteins-Salat gefüllt. Ich habe die Pallerung gestern Ofen schon 4 gekocht und an der Nacht am Frigo gelassen. Ob schon so die Mensch einfach ist, das Salat zu machen, muss ich aber bis um 4 rausplanen. Ich präpariere nicht Vinaigrette für den Abend Fleisch zu machen. Das ist mein absoluter Lieblingsdressing, den ich bald auf all meinen Salaten mache. Ich will einen kleinen Löffel Muster. Das muss bei mir mal Lützeburger Muster sein, weil die schmeckt am besten. Dann einen Löffel Essig. 2 Löffel Urlösch. Ich benutze Sonnenblumenurlösch. Ein paar Tröpfchen Maggi. Und ein bisschen gedrückten Salatekräuter. Ganz zum Schluss noch 1,5 Löffel Rahm. Ich habe das Fleisch mit der Vinaigrette an den Frigo gestellt, damit es kurz anziehen kann. Ich koche noch ein Äfchen dabei. Ich kommen noch ein paar Cornichons dabei. Cherry Tomatoes. Und ich schneide die auch noch klein. Ich habe immer Feiersteins-Salat bei meinen Großeltern gegessen. Aber aus sich ist es ja gar kein Salat, weil nicht mehr Fleisch dran ist. Wenn ihr zu London shoppen geht, da könnt ihr einfach nicht lernen Stockswood Street. Das ist so ein Londoner Großgas. Also schwarzen immer davon, die Straße zu Pedestrianisierung, also eine Fußgängerzone rauszumachen. Aber mit diesem Trafik ist es einfach nicht möglich. Ein richtiger Geheimtipp ist der St. Christopher Place. Das ist carrément direkt an der Oxford Street. Und sie hat ein kleines Restaurant und Café in hier. Und Touristen haben es nicht richtig entdeckt. Hey! Hi! There you are. Hi, thanks. Sorry I'm late. I couldn't find this place. Yeah, it's really hard to find. Should we have a look around? Yeah, definitely.
letzten Jahrzehnten sind die englischen High Streets immer mehr ähnlich gehen. Man hat überall dieselben Supermarscheen und große Schäden und es geht immer mehr schwer, einen einfachen Bäcker oder Metzler zu finden. Den Ginger Pig ist eine Ausnahme. Das ist nicht nur ein guter Metzler, aber sie gehen noch Kuren heim, um zu lernen, wie verschiedene Katzen zu schneiden. What are those? Oh, those are sausage rolls, so it's sausage meat inside a dough. Oh. I think there's something similar in Holland actually. Oh, really? Yeah. Shall we get some? Oh yeah, definitely. Lo, wo ich meine Lützebäuer Sandwiches fertig habe, will ich aber auch noch etwas ganz Englisches machen. Cucumber Sandwiches sind definitiv very British. Zu Lützeburg also ja gewinnt, lange Lunchbreaks zu holen. Wir haben zu London ist das für viele Leute keine Option. Du findest nicht viel Geschäfte, die sich auf Takeaway-Food spezialisieren. Hier im Natural Kitchen finden zum Beispiel Zaloten, Deli-Sachen, Sandwichen, die Leute kaufen, aber dann den Park holen und oft am Park essen, wenn es schön ist. Und wenn es schlecht ist, essen sie oft für den Computer. Mein Afternoon Tea geht noch ein Krack mehr Englisch. Scones oder scones, that's the question. Scones sind ein Zucht von Milchbredischer. Ich mache mein Haut mit Kanäle und mit Cranberries. Als erstes mische ich meine drischen Ingredienten. Mehl, Backpulver, Salz, Kanäle und Zucker. Schneidende Butter, kleine Stücke. Allo reiben ich mit den drischen Ingredienten, bis alles wie Streusel ausgeseit. Lo kommen Cranberries dabei. Könnt ihr noch Korinthen holen. Und da schlage ich ein mit 100 ml Milch zusammen. Ich gehe das bei meinen drischen Ingredienten dabei. Wenn du dich bis zur Summe könnt, forme ich noch kurz mit den Händen und auf keinen Fall Frustrationen herauslassen, weil das ist mega sensibel. Scones backen für 12 Minuten bei 200 Grad am Ofen. Scones ist den immer mit Clotted Cream und mit Jam. Leider kriegt ihr Clotted Cream ganz wenig zu Lützeburg zu kaufen. Du willst manchmal oft ein dick Schlagsahne für dabei.
London sind im Moment Burgeren immens in. Und am letzten Jahr haben in all Quartier eine Tonne Burgerrestaurant aufgemacht. Das ist wirklich kein billiger Fastfood mehr. Das heißt das Low Big Business. So you would like a sloppy Joe thing? But there's so many. Oh my god, I love a burger. I love a cheeseburger, like really sloppy, juicy. Yeah, I like anything with cheese, basically. Überhaupt das amerikanisch Essen am Moment immens ugesot. Oft mit einen kleinen Twist. Hier am Bubble Dogs zum Beispiel gehen nicht nur Hot Dogs, a Champes. Well, cheers. Mein Lieblingsdeel vom Afternoon Tea ist immer den irwischte Plateau, weil du all die Seesachen drauf sind. Ich mache heute mein absoluter Favorit, Schokolas Macaron mit einer Chocolate Orange Ganache. Der Macarons-Deeg ist eigentlich ein Stück straightforward. Ich brauche nur Eiweiß, Zucker, Puderzucker und Mandeln. Den ersten Trick den leid bei den Eier. Die muss nämlich unbedingt Zimmertemperatur haben. Der Schnee ist steif genug, wenn ich den Teig machen kann. Ein lumischen Stück Puderzucker und Mandeln. Ich gehe noch ein bisschen Kakao dabei. Hallo, hier bin ich den Schnee rein. Und das soll ich wirklich ganz dus machen, wie das ein Deeg ganz locker bleibt. Das alles geht in eine Piping Bag gefüllt. Ich benutze hier ein Silikonsmat mit Rundeln, mit könnt ihr genauso gut auch Backpapier benutzen. Den zweiten Trick, Macaron musst du eine Stunde rasch in der Sand nur beginnen. Das mischt, dass die Bausen ein bisschen hart gehen, wie dass du nur beim Backen ein kleiner Fuß entsteht. Während der Zeit präpariere ich mein Ganache. Ich habe dunkle Schokolade mit ein bisschen Butter geschmolzen und da könnt ihr gehackten Orangat dabei. Und noch ein bisschen Rahm. Und das Ganze kann ein bisschen an den Frigo gehen, um festzugeben. Macaron in ihr Schule gebildet, sie sind bereit für den Ofen. Und das ist ganz wichtig, dass der Ofen auf genau 160 Grad Umluft angestellt ist. Für sicher zu gehen, benutze ich ein Ofenthermometer. Macaron brauchen zwischen 12 und 14 Minuten am Ofen. Yes, sie sind etwas drin. Und nun müssen sie noch komplett aufkühlen, näher sie vom Papaya holen, für dass sie nicht passen bleiben. Nun brauche ich nur noch meinen Ganache abzustreichen und that's it. Die halten sich nur für ein Woche am Frigo, so lange haben sie noch nie bei mir überlebt. Dann einen Tee machen. Das ist so schön entspannend. Man kann so ein bisschen so einen schönen Mädelsnachmittag damit machen.